Paella, 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 Paella. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Heute verschlägt mich Ciano nach Spanien. Und wenn ich Spanien höre, dann höre ich sofort Paella, 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 Paella. Und das Coole ist, ich habe zwei super authentische Produkte bekommen von Ciano, die wirklich Paella schreien. Nämlich Rundkornreis von Sivaris, also von Sivaris heisst die Firma, das ist ein Familienunternehmen, wo, jetzt muss ich heute spicken, wo in Albufera, das ist in der Nähe von Valencia, eben den Reis produziert. Und Valencia ist so der Inbegriff von Paella, weil Paella kommt ursprünglich von dort. Also man kann sogar noch etwas lernen hier. Und dann habe ich Chorizo. Das ist eine sehr pikante Wurst vom Alejandro. Das ist auch ein Familienunternehmen aus Spanien, das sich für eben so die Chorizo-Würste spezialisiert hat. In diesen Würsten, die ist relativ scharf und es hat viel Knoblauch drin, Paprika und so weiter und so fort. Ein Gedicht. Wirklich gut. Und mit diesen Zutaten unter anderem machen wir jetzt Kitschwitsch Paella. Wir schauen, es gibt etwa 57 Millionen verschiedene Paella-Rezepte und für alles brauchen wir die mega fette, schöne Pfanne. Ich habe einfach gefunden, nein, ich will das im Fall auch daheim machen, ohne dass ich für 80 Stutz so eine Pfanne kaufe. Wollte ich aber schlucken. Und mache jetzt mit euch zusammen ein alltagtaugliches fast Paella-Rezept, das man wirklich einfach daheim ganz easy nachmachen kann. In einem Gusseisentopf, man kann auch eine hohe Bratpfanne nehmen, einfach, man braucht das Teil nicht extra, für das man ein bisschen spanisches Feeling zu Hause hat. Gut, man braucht Poulet, man kann auch Häsli nehmen zum Beispiel. Ich habe jetzt Poulet-Brust genommen, meistens sind mir da die Keulen auch so. Ich habe jetzt Poulet-Brust genommen, ist ein bisschen fettig, habe es einfach kurz angebraten, dass es ein bisschen Farbe hat. Dann, ich liebe halt Meeresfrüchte. Ich habe so eine Meeresfrüchtemischung, da mit verschiedenen Sachen, ein bisschen Crevettchen, ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Tintenfisch und Müscheli. Wer das nicht so gerne hat, kann das zum Beispiel mit Paprika oder weiss doch nicht, mit Rindfleisch oder sonst etwas mehr ersetzen. Dann eben Chorizo, Zwiebeln und Knoblauch, der Klassiker, Erbsli, tiefgekühlte, die sind noch ganz kalt, Peterli, Safran. Dann habe ich die Zitrone einfach ein bisschen vor allem zum Servieren, dass man noch ein bisschen Speuz drin machen kann. Bouillon und eben den mega cool Reis, den Rundkornreis. Und jetzt geht es eigentlich schon ins Kochen. Als erstes Zwiebeln und Knoblauch anbraten. Ich sollte die Geschichte von diesem Topf noch erzählen. Fortschiessen, haben sie ihn wollen. Dann tue ich die Chorizo anbraten. Jetzt kommen die Meeresfrüchte rein. Jetzt noch der Reis. Den hört ein bisschen andünsten wie beim Risotto. Einfach kurz, dass er ein bisschen warm wird und dann kommt Bouillon fertig. Bouillon. Und der Safran. Jetzt kommt noch das Poulet rein. Und jetzt lassen wir das etwa 15 Minuten köcheln, bis dann die Erbsen kommen. Die Kitschwitsch Paella hat jetzt 20 Minuten geköchelt und habe also eigentlich nur noch mit ein bisschen Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Und jetzt geht es ans Probieren. Spanien in umgerechnet 40 Minuten. Du bist in den Ferien, bist ein bisschen fort
Und wenn ich noch weiss, dass wirklich authentische Zutaten gebraucht wurden, ist sie noch viel, viel besser. Also Leute, nachkochen, geht auf Ciano, schauen, was es schon noch so hat. Schreibt mir doch drunter, was ihr mit Spanien verbindet. Das würde mich wirklich wundern. Paella ist schon mal sicher nicht verkehrt. Mem.